Und da sind wir. Heute zusammen. Wir wünschen einen wunderschönen, guten Montagnachmittag. Einen wunderschönen Montagnachmittag. Ja, es ist wunderschön. Die Sonne brennt von außen. Ja, was will man mehr? Deine tägliche Dosis an Sonnenstrahlen reingeholt, Steffi? Nein, definitiv nicht. Ausser es zählt im Zug zu sitzen und die Sonnenstrahlen unten zu haben. Das wäre ein bisschen doppelt gefiltert, aber ich lasse mal gelten. Ein bisschen Sonnenlicht haben meine Arme haben bestimmt ein bisschen Sonnenlicht bekommen, als ich im Zug bin gehockt. Gell, eben, ja. Schwarz sind, ist gut. Soll sie was sein? Solange sie nicht schwarz sind, ist gut. Verbrannt werden. Aha, nein, die sind nicht verkockelt. Don't worry. Alles gut. Alles gut. Nein, und du? Überhaupt nicht. Hallo, ich arbeite in einem Büro. Du schaffst, ja. Vor allem bist du heute auch wieder im Homeoffice. Mhm. Und ja, im Homeoffice ist doch... Weißt, ich bin wenigstens noch zum Haus ausgekommen heute. Heute Morgen bin ich... gut, ich bin so früh wach gewesen. Ich bin um 4 Uhr basically wach gewesen und seither habe ich nicht mehr geschlafen. Ja. Und es war noch dunkel draussen, als ich aufgestanden bin. Und das ist sehr lang her, als das letzte Mal der Fall war. Ja, das glaube ich. Wahrscheinlich beim letzten Hangover oder so. Mit 17 oder was? Da, nicht so frech. Nein, natürlich im Winter. Ganz klar. Nein, aber ich war wenigstens draussen. Ich bin von meiner Haustür die 100 Meter zur Bushaltestelle gelaufen und vom Bus zum Bahnhof die 10 Meter überirdisch und dann vom Bahnhof Megenwil zur Bushaltestelle Megenwil. Das war vielleicht 1 Meter von aussen. Und dann noch vom Bus ins Büro, das war vielleicht auch noch mal 20 Meter. Du siehst, ein ganz viel Tageslicht bekommen heute schon. Unglaublich, Steffi, ich beneide dich. Ha! Aber um ein wenig Schlaf beneidest du mich hoffentlich nicht, weil das macht sich bemerkbar und es macht keinen Spass. Im Fall, das muss ich wirklich sagen. Hey Nelfi, wie geht's dir? Hey, aber ich muss auch sagen... Oh, sorry. Irgendwann hast du doch den Punkt überschritten, wo du müde bist und dann bist du gleich wieder mega wach, oder? Glaub, ist der noch nicht, nein, das ist glaube bei mir durch. Okay. Das gibt es nicht. Weil ich glaube, das ist, wenn du einfach ein bisschen knapp geschlafen hast, dann gibt es den Punkt. Okay. Aber wenn du einfach so gefühlt eine halbe Stunde geschlafen hast, ich glaube, dann gibt es den Punkt einfach nicht. Ich glaube, der ist durch. Verstanden. Mhm. Vielleicht können ja alle Zuschauer eine halbe Stunde vor ihrem Schlaf abgeben. Dass wenn das würde funktionieren, hey, sie würden nichts mehr schlafen. Komm, Nelfi, gib mir eine halbe Stunde von deinem Schlaf. Nein, also ich glaube, wenn ich könnte, ich würde wirklich den Deal machen mit irgendwie 50 Leuten oder so, dass jeder mir irgendwie 10 Minuten von seinem Schlaf schenkt und ich würde nie mehr arbeiten. Ja, das wird geil. Nicht arbeiten, schlafen meine ich natürlich. Das war ein freudscher Versprecher. Vielleicht geht das eine mit dem anderen einher, wer weiß. Genau, ja. Nein, also ich arbeite eben sehr gerne. Und von dem her, ja, würde ich wirklich meine ganze Zeit zum Arbeiten verbrauchen. Und zum Game ab und zu natürlich auch ein bisschen. So ist es ja nicht. Ja, ich glaube schon ein bisschen, muss ich wirklich sagen. Ja. Hey, Shoradan, einen guten Nachmittag. Ich hoffe, es geht dir gut. Yes, ich würde auch sagen, wir tun heute gar nicht gross rundherum erzählen. Das Einzige, was ich noch schnell loswerden will, das, was ich immer loswerde am Montag, bevor wir starten, mein kleiner Monolog. Meine lieben Leute, wir nehmen einen Podcast auf. Denkt daran, bitte, dass wir nicht auf eure Kommentare und auf eure Chat-Benachrichtigungen eingehen, während wir die Aufnahmen am Machen sind. Ihr dürft natürlich trotzdem schreiben. Wir schauen uns das sehr, sehr gerne im Nachhinein an. Und gehen auf eure Kommentare ein und auf euren Senf, den ihr dazu gebt. Yes. So, obligatorische Trinkpause. Abgesehen davon
Schon daran, dass ich ein bisschen müde bin, ist bei mir auch alles okay. Merci vielmals der Nachfrage. Yes, ich freue mich nämlich. Morgen ist Gamescom angesagt. Wupp, wupp, wupp. Yes. Aber, vor lauter kurzfristig noch Ersatz suchen, habe ich ganz vergessen, dass wir ja noch Audacity starten sollten. Ich warte eigentlich nur auf dein Go. Nein, wirklich? Und du sagst mir nicht Bescheid? Wow. Wow. Hey, ich bin immer ready. Ich merke es, Cyril ist immer ready. Cyril ist sicher, er hockt sicher jeden Montag-Nachmittag, also jeden Montag den ganzen Tag, so voller Erwartung, dass so da ist, im Tisch, in Hoffnung, dass ich ihm anrufe, Cyril, kannst du bitte einspringen? Notfall! Und jetzt ist es endlich mal so weit gewesen. Nice. Also, einfach drücke ich auf Start in 3, 2, 1. Nice. Wollen wir noch klappen? Können wir schon, wenn Komm. du willst. Obligatorisch. Obligatorische Klappe, alle Ja. dazu. Hey Troy! 3, 2, 1. Und ihr seht, das ist verschoben, aber es spielt keine Rolle. Das kann ich dann im Nachhinein noch regeln. Aber Cyril, falls möglich, kannst du dir noch ein Mühe lauter machen, wo ich dich nicht mehr lauter machen kann? Natürlich. Das ist supi. Danke, Troy. Ich glaube einmal, ich kann ein bisschen näher noch an, aber sonst Ich glaube, das kann ist mich schon ein besser. bisschen boosten. Und dann sollte das gut kommen. Ist immer noch ein Mühe, denke ich mal, aber ich kann den nicht lauter machen. Ja, ich kann mich eben von hier aus auch nicht lauter machen. Also Ja. ich meine, für die Aufnahme ist es natürlich gut, aber warte mal, sonst... Wie siehst was ich noch Vielleicht machen kann? Moment. Red nochmal. Discord. Ich glaube, jetzt ist gut. Hallo? Ja, Ist jetzt genau, ich habe im Discord lauter gemacht. Ich glaube, jetzt ist Bombe, ja. Perfekt. Okay, gut. Wunderbar. Jetzt darfst du einfach nicht zu laut reden, weil sonst übersteuert. Gut. Ich habe Mühe. So wie du jetzt redest, ist super. Perfekt. Ja. Wunderbar. Also, danke vielmals, Troy. Gut, dann würde ich sagen, Notes ready. Hast du deine Blätter ausgedruckt? Nein, für heute jetzt nicht. Jetzt habe ich ja genug Platz. Du nimmst mir nicht den ganzen Platz weg, oder? Ich habe dir letztes Mal nicht den Platz weggenommen. Entschuldigung. Nein, aber der Bildschirm war so auf deiner Seite. Ich kann nicht gut ablesen. Ja, gut, das Mikrofon war davor. Das stimmt, ja. Ja, also. Gut. Sind wir ready? Ready. Nice. Cyril, was würden wir noch ohne dich machen? Ich weiss nicht, irgendjemand würde es auch alleine machen. Nein, ich will das nicht alleine machen. Nein, folgendermaßen. Also, zuerst mal herzlich willkommen zu Buff Crit Loot Episode 27, dem Gaming News Podcast von brack.ch. Das mal wieder nicht mit dem Nico, sondern mit dem Cyril, der kurzfristig hat einspringen musste. Und zwar eine halbe Stunde, bevor wir gestartet sind mit dem Stream. Verschwitzt und durchnässt. Also es ist der absolute Horror. Ich kann noch geschwind mich frisieren und herrichten. Also schlimm. Jetzt übertrieb halt. Natürlich. Nein, aber ich muss wirklich sagen, ich darf den Nico natürlich herzlich grüßen. Ihr kennt sicher, der erste Tag nach der Ferien ist meistens ein bisschen voll mit Mails und Terminen und Aufgaben, die man noch machen sollte. Und genauso geht es leider dem Nico. Und er hat einfach wirklich... Er hat es nicht rechtzeitig geschafft, seine Aufgaben zu machen. Es waren auch sehr viele, das muss ich sagen. Und darum haben wir aber Gott sei Dank unseren Lifesaver Cyril wieder am Start. Immer da, natürlich. Ja. Wenn es mich braucht, dann bin ich da. Wir sind so froh, dass es dir geht. Ich bin immer auf der Ersatzbank, Steffi. Das tut aber irgendwie sad. Sorry. Das ist nicht sad. Ja. Du wartest auch so recht darauf, dass sie dir anrufen. So, Cyril, wir brauchen dich. Und du so, der Ritter in glitzerigen, weißen Rüstung, so, ja, Steffi, ich bin für dich da. Ah, schön. Ja, wenn du das Bild natürlich im Kopf hast, dann komme ich umso lieber. Ah, das ist doch wunderbar. So, aber genug geschlimmt. Jetzt geht es so ans Eingemachte. Buff, Crit und Loot. Geil. Ja. Ja. Und zwar... Was haben wir denn? Buff. Also Buff sind die coolen Themen. Da haben wir, und ich darf mal wieder über Immortal Phoenix Rising reden, Cyril. Und ich freue mich so sehr. Ja. Dann gibt es ein neues Indie-Game, das anscheinend ist wie GTA Online. Das klingt auch schon mal sehr vielversprechend.
Es ist ein neuer Trailer, ein Gameplay-Trailer zu Black Myth rausgekommen, wo alle mit offenen Mündern da hocken. Und wir werden natürlich noch das eine oder andere zur Gamescom erzählen, weil die ist ja diese Woche und ich werde dort vor Ort sein. Und dann haben wir natürlich auch Crit. Wir haben aber nur ein Thema tatsächlich, das mal bei Crit. Aber es ist auch gerade ein heftiges und zwar wirklich ein richtiger Fail. Und zwar ein Plagiatsvorwurf gegen Activision Blizzard. Und also wenn ich so etwas schon nur höre, denke ich mir so, hey, nein, also wirklich, Leute, schläft's? Die armen Künstler, glaube ich. Ja, also unfassbar. Frechheit. Ja, und last but not least haben wir natürlich noch ein bisschen Loot. Zumindest hast du Loot, ich habe mal wieder keinen. Ich bin immer noch auf dem Spartrip. Und zwar hast du dir Farthest Genau das. ja, Farthest Frontier Kopfschutz gekauft. Das Game, über das wir letzte Woche sehr ausführlich miteinander geredet haben. Korrekt. Wo du noch hier neben mir gehockt bist. Leider, muss ich an dieser Stelle noch schnell sagen, ist die Audioqualität nicht ganz so gut gewesen, weil wir eben zu zweit hoch in einem Raum gehockt sind mit einem Mikrofon, ein bisschen weit weg vom Mikrofon. Und ich habe natürlich nicht beide Spuren separat bearbeiten. Das hat alles extrem schwierig gemacht. Sorry dafür, ich hoffe, man kann es trotzdem hören. Ich habe es wirklich probiert, so gut wie möglich zu retten. Aber ich denke, es ist okay, für mal ausnahmsweise. Und falls es mal wieder so vorkommt, dass wir zusammen im gleichen Raum hocken, was ja eigentlich wirklich hure geil war, dann schauen wir, dass wir irgendeine andere Lösung haben. Weil es war schon cool gewesen, muss ich schon sagen. Ich vermisse es schon ein bisschen. Es war legendär. Also man kann sich das Video noch geschwind reinziehen. Natürlich ist dort die gleiche Audioqualität vorhanden. Nein, aber es ist ein bisschen schlechter. Ja, aber das Video ist ein bisschen schlechter. Ja, aber wir sind natürlich auch zwei wunderhübsche Personen zum Anschauen. Das macht natürlich alles wett. Steffi. Okay. Ja, ich meine, hast du unser Foto gesehen? Wir sind richtige Models. Entschuldigung. Wir haben ein Foto. Okay. Das soll ich dann gepostet haben. Hallo, ich habe dich sogar gezeigt. Von der Story. Ja, das ist natürlich mega gut. Super cute. Yes. Aber was auch legendär ist mittlerweile schon die Steffi, die über Immortal Phoenix Rising redet. Wie oft habe ich jetzt davon erzählt? Ich glaube, etwa 3 Podcasts am Stück. Und jetzt darf ich nochmal darüber reden. Aber ich verspreche es euch, ich halte es das mal kurz. Ich sage es nur noch so, also nur schnell dazu. Immortal Phoenix Rising ist ein mega geiles Open World mit einer mega coolen, witzigen Story. Mit dem Gameplay erinnert es extrem an Zelda Breath of the Wild. Und es geht in die griechische Mythologie. Und es ist echt geil. Sehr knobbelig manchmal mit den ganzen Puzzles, die es hat zum Lösen drinnen. Aber es ist fantastisch. Und jetzt kommt es im Xbox Game Pass auf dem PC. Und es ist so geil. Wie gut. Ja, darf ich jetzt nochmal spielen, oder? Das dritte Mal. Nein, ich habe sie auf dem PC gekauft, schon vor längerem, was rausgekommen ist gerade. Aber ich spiele es halt eben so selten auf dem PC. Darum habe ich mir es dann auf der Switch nochmal gekauft. Und auf der Switch muss ich wirklich sagen, halt einfach schnell am Wochenende, morgen, ich wache mal abends sehr früh auf, irgendwie um 7 oder so. Und dann gehe ich halt schnell ein bisschen gamen am Morgen. Das ist aber echt geil. Ich so bis um 9 oder so. Und dann starte ich erst in mein Wochenende. Oder mal am Abend so ein Stündchen. Das ist echt toll. Und jetzt ist es auf dem Xbox Game Pass. Und hey, alle, die den Xbox Game Pass haben, holt nach dem Spiel, gönnt es euch, spielt es an, testet es aus. Vor allem, es ist gratis auf dem Xbox Game Pass, das will man mehr. Und falls ihr den Xbox Game Pass nicht habt, holt ihn euch. Also im ersten Monat ist er, glaube ich, ein Stutz oder so. Also von dem her, ich kann es euch wirklich ans Herz legen. Das Spiel macht mir so unendlich viel Spass. Das macht echt süchtig.
So geil. Ich glaube, Mm. da muss ich auch schon mir das ziehen, weil ich habe, glaube irgendwie noch über Discord habe ich noch 3 Monate zu gut, warum auch immer. Okay, Das wäre jetzt interessant. dann der perfekte Zeitpunkt, Do um sich it! ein bisschen Game Pass holen und Phoenix Rising, Immortal Phoenix Rising. Immortals Phoenix Rising heisst genau. Und es ist wirklich eben mit der griechischen Mythologie und den Texten und so weiter, ist wirklich auch sehr witzig geschrieben. Mhm. Und ja, im Gegensatz zu Breath of the Wild kann halt die Hauptfigur reden. Das ist halt eben schon Okay, mal, grosses das ist Plus. eben schon mal nice. Ja, extrem grosses Plus, ja. Auch die Aber was ganzen ist Dialoge, weißt du, mit den anderen Figuren, ein Hammer. Hm? wunderprächtig. Ja, und was ist denn mit der griechischen Mythologie? Findest du nicht, dass das schon so ein bisschen ausgelutscht ist? Oder ist es eben, weil es lustig erzählt ist, wieder so ein bisschen ein anderer Ich Approach an das finde gar Thema? nicht, dass es ausgelutscht ist. Irgendwie, Mhm. nein, also null. Also so, wie Okay. ich es jetzt erlebe. Und ja, welches Game ist denn bitte die griechische Mythologie? Ich Wo glaube, Open World God of ist? War, wenn man das Ja, kann. aber das ist Etwas, PS. ja, Habe schon, ich nicht ja. gespielt. Ist God of Und War nicht nordische Mythologie? ja, der dritte, ja, aber Aha. es fußt ja eigentlich schon in der griechischen, die ersten zwei Ja, das Teile. ist schon so Aber lange das ist her, nicht die ersten Open zwei World. Teile. Ja, die Ja, ersten okay, zwei gut. Teile sind schon so lange her, das zählt nicht mehr. Ist ja gut. Und ist nicht noch irgendwie Assassin's Creed, oder nein, Odyssey ist eher so ein bisschen römische Mythologie, ja? Ja, Ja, gut, und das okay. letzte war Wikinger, also come on. Ja, Entschuldigung, okay. Also, Also kaufen es euch, weil nein, die spielt es griechische gratis. Mythologie, oder so, ja, die griechische Mythologie ist noch nicht ausgelutscht. Gut. Mhm. Ah, auf jeden Schön. Fall, ja, also das. Und es gibt noch einen zweiten Grund, um euch den Xbox Game Pass zu holen, auch für den Stutz. Falls nach Immortals Phoenix Rising nichts sagt euch ja vielleicht Death Stranding etwas. Oder zu. Vielleicht sagt Mhm. es euch ja mehr zu als Immortals Phoenix Rising. Das ist nämlich schon ab dem 23. August auf dem Xbox Game Pass spielbar. Immortals Phoenix Rising erst ab dem 30. August. Also ja, hat auf jeden Fall Zeit zum beides anspielen. Cool. Und Death Stranding, also so ein bisschen eben postapokalyptischer Pöstler, oder wie ist das so? Genau, genau. Ein Okay, sehr cool. Laufsimulator. Mega cool. Aber die Grafik soll ja nice sein. Und wir haben ja den Daryl von Walking Dead, ich weiß gar nicht, wie der Genau. wirklich heißt, oder? Das ist jetzt schlimm, dass Weiß ich ich den auch nicht. Schauspielernamen nicht weiss, Nein, aber das ist nicht schlimm, Siri. Du kannst nicht das ist alles nicht schlimm. wissen. Nein, Okay, ist passt. voll Gut. okay. Der ganze Druck auf einmal ist weg. Da bin ich aber beruhigt. Nein, genau, so viel dazu. Also Death Stranding am 23. August, Immortals Phoenix Rising am 30. August. Fantastische Games, vor allem Immortals Phoenix Rising. Death Stranding habe ich nie gespielt, muss ich zugeben. Aber der ganze Laufsimulator ist mir ein bisschen, ja, hat mich ein bisschen abgeschreckt. Bisschen, ja. Ja. Okay. Ja, aber vielleicht kann dich auch für etwas anderes begeistern, Weiss obwohl es man noch nicht nicht. ganz weiss, wann es Vielleicht. rauskommt. Aber hast du schon mal GTA Online gespielt, Steffi? Nein, ist gar nicht Nein. meins. Hast du überhaupt GTA gespielt? Nein, Okay, nichts, gar ja gut, nicht. dann wird es schwierig mit dich begeistern, aber vielleicht die anderen. Und zwar gibt es ein neues Indie-Game, das heißt It's Only Money. Also es ist nur Geld, es geht nur um Geld eigentlich. Und die könnt ihr Es geht Reiche immer um beklauen. Geld. Ja, das Immer, stimmt. überall, im ganzen Aber das Leben. hebt auf ein neues Level auf, weißt Oha. du? Wo du endlich einmal kannst auch die viel haben, die go beklauen. Weil du kannst dort die Reichen Also beklauen. basically Robin Hood. Rob and bring it in the hood, quasi, ja genau. Okay. Und, und du kannst dort Geschäfte kaufen. Es kommt mit so einer Grafik, erinnert teils an Fortnite, andererseits auch ein bisschen, ja, Also bunt und fancy. bunt und fancy, aber mit Kanten oder so Low-Poly Fortnite-Grafik, könnte man dem fast schon sagen. Und das Geile ist, weil eben GTA Online gesagt hat, es hat 4 Spieler Koop online. Also ich Oh, könnte dort eigentlich voll zu Hause lassen in dieser Stadt. Und würde das nicht einmal reizen, Steffi? Einfach in der Stadt ein bisschen Chaos stiften? weiß nicht, wenn ich alles dürfte anzünden, vielleicht. Ich glaube, das ist möglich. Also Aber es ist einfach so nur. abgefahren. Ja, wobei Hä? ich muss sagen, bei WoW habe ich ja immer einen Rogue gespielt. Und da bist ja, du musst ja, also kannst ja Taschendieb
machen. Mhm. Und es ist aber schon witzig, wenn du so deine Gegner bist, beklauen. Das war aber schon recht Ja, amüsant gewesen. Aber manchmal hat es lustige Sachen drin gehabt, ja. ja, I don't know. Aber ich habe nie GTA gespielt, weil das ist mir einfach zu ja, schwierig gewesen von der Thematik und vom Realismus her, weißt du, was ich meine? Ja, okay, ja, Es ist, kann es dem ist mir folgen. zu nah an Realität und an der Kriminalität, die es effektiv gibt. Und da bin ich halt nicht Fan davon. Muss ich wirklich zugeben. Ja, aber dann ist ja vielleicht jetzt Only Money dann etwas, wo du könntest reinschauen, weil es geht ja nicht nur darum, die anderen irgendwie mit einem Raketenwerfer gehen in die Luft zu jetten, sondern wirklich miteinander Spass zu haben und du kannst Geschäfte aufbauen. Ich habe gesehen, im einen Video ist es sogar möglich, dass man eine Schneckenwettkampf-Arena kann aufbauen und dann dort Oh mein Wetteinsätze Gott. reingeben. Das kannst du auf Schnecken. The Last Standing Schneckenkampf. Snail. Kannst du Fressen sie sich dann gegenseitig? Ich weiß nicht genau, was das Spielprinzip ist von der Schnecke war, aber auf jeden Fall sind ein paar haben sich aufgelöst. Also ich glaube, sie kämpfen schon ein bisschen gegeneinander, ja. Mhm. Und das ist so ein bisschen arcadig, also du kannst auch Autos klauen und dann dort um die Ecken rumdriften. Es hat irgendwelche Minigames, die ein bisschen an Widget erinnern. Ich weiß nicht, Steffi, hast du Widget gespielt? Nein. Oh nicht, Aber okay, wenn ich das ist so ein Minigames bisschen... höre, dann denke ich automatisch irgendwie so an Mario Party oder Pummel Party oder so. Ja, ja, nicht direkt. Also Widget ist eigentlich mehr so, wie hat man dem früher gesagt? Also nicht Fangis, sondern das andere, Versteckis. Genau, Versteckis, oder? Und du Ja. kannst dich in einen Gegenstand verwandeln, was es wirklich als Prop hat in dieser Welt. Und die anderen müssen die dann suchen. Und eins von diesen Minigames ist eben genau so eins. Einer muss alle suchen und abschießen und die anderen versuchen sich so gut wie möglich zu verstecken. Das finde ich auch noch cool, wenn man versucht, relativ viel von diesen Minigames, wo es sonst grosse Games gibt, irgendwie das reinzupacken. Ich weiß nicht, ob es so ein bisschen erwachseneres Roblox wird. Wir werden es noch sehen, ja. Aber Okay. kein Ja, Release. ich muss sagen, I don't know, ob es etwas für mich ist. Also es klingt auf jeden Fall mega lustig, vor allem eben mit den ganzen Minigames. Muss man schon sagen, ich glaube, wenn man gerne so ein bisschen witzige Partygames hat, wo man mit Kollegen kann spielen kann, dann ist es, glaube ich, wirklich so das ideale Spiel für einen. Denke es. Ja, denke es auf jeden Fall. Aber mir ist es wirklich nicht so. Ja, Hast wahrscheinlich. du aber Mario Party auf dem N64 gespielt, Steffi? Nein, Nein, du bist nein. nie in den Genuss gekommen von dieser schönen Handflächenverletzung während dem Mario Party. Nein. Weil man einfach in der Mitte des Joysticks hat müssen, im Uhrzeiger oder gegen den Das Uhrzeigersinn hätte ich bewegen. niemals gemacht. Schon allein nur, wo ich Schiss hatte, dass mein Controller kaputt geht. Und ich bin jemand, der seine Sachen extrem Sorge hat. Also schon früher bin ich jemand, der geschaut hat, dass ja nichts kaputt geht. Das war mir super wichtig gewesen. Mhm. Und ich hätte das niemals mit meinem Controller gemacht, auch wenn ich hätte gewonnen durch das. Never. Ah ja, dann hast du aber schon etwas verpasst. Ich glaube, die, die Nein, das ich gespielt glaube haben, die nicht. wissen alle, von was ich rede hier. Ja, also ich habe schon genug Erzählungen gehört von Kollegen und so. Und Okay. Mario Party Superstars ist ja vor kurzem auf der Switch rausgekommen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich jetzt ein paar Mal gespielt mit Kollegen. Und dort hat es ja auch also dort hat's die beliebtesten Maps aus den vergangenen Mario Party Games. Also Oh eben auch wow. Super Mario Party 1, Mario Party 2, also ja, 2, 3, also keine Ahnung, wie viele das sind, aber wirklich noch von eben N64-Zeiten her, Gamecube-Zeiten her, Wie keine Ahnung. gut. Aber Ich eben, weiss du es nicht redest von Maps, auswendig. Ja, ja, nicht von den von Maps. Minigames. Okay, okay. Mal Minigames auch, die sind ja die gleichen wieder. Also sie haben sie Ah, oh, remaked. Die gut. beliebtesten, ja, die beliebtesten Maps und Minigames haben sie ein Remake gemacht. Ich bin einfach nicht, das kann ich jetzt hier offen zugeben, ich bin einfach nicht so der Party-Videospielmensch irgendwie. Ich habe gerne meine Singleplayer-Games, die ich auf meinem Sofa setzen kann, mit meinem Controller und ich spiele eine Figur und niemand pfuscht mir rein. Okay, also du brauchst die volle Immersion Ja, eigentlich.
Okay, Ja. ja, das kann ich voll Ich respektieren. muss voll eintauchen in ein Game und in eine Story und dann bin ich da wirklich super involved, committed. Aber wenn ich dann die ganze Zeit noch muss warten auf den nächsten und den übernächsten und den überübernächsten, bis ich dann wieder dran komme und es ist basically immer das Gleiche und es hat keine Story und nein, das ist gar nicht meins. Ah, Ich schlimm. muss Ja, auch aber dann sagen, ist ich vielleicht habe das gar nicht so nächste gerne Brettspiele. No Brettspiel. offense. Ah. Oh wow, dann sollten wir eigentlich nie mehr miteinander reden in dem Fall. Okay. Gibt ja Hey, zum aber Glück noch andere Steffi, Sachen als Brettspiel. Ja, das bin genau. ich, hoi Cyril. Richtig. Aber Steffi, dir gefällt dir vielleicht das nächste Spiel? Black Myth Ja, Wukong. ja, definitiv. Also, Schon. ja, ich muss zwar wirklich sagen, ich bin ja eigentlich jemand, der eher gerne so ein bisschen Indie-Games hat, wo auch die Grafik eher so ein bisschen, ja, weniger Experimentell. komplex ist, sage ich jetzt mal, also ein bisschen einfacher gehalten, ein bisschen comicartiger, nicht so mega realistisch, aber der Trailer, also es ist ja ein neuer Gameplay-Trailer rausgekommen zu Black Myth Wukong. Mhm. Und der sieht ja aus, also da ist sogar mir so ein bisschen das Pipi-Wasser in die Augen gekommen, also das muss ich wirklich sagen, holy moly. Das ist echt krass, ja. Also man muss auch vielleicht voranschicken, dass es eine PC-Version ist, wo jetzt da wahrscheinlich in dieser Alpha-Version gezeigt wird. Mhm. Und also eben das ganze Raytracing und die Schatten und alles, das ist abartig. So etwas habe ich wirklich, glaube noch nie Ja, gesehen. ja, und vor allem, es ist alles so detailliert und also weißt, mit den Reflexionen von den Pfützen und den Staubpartikeln in der Luft und so detailverliebt und also wirklich, du bist ja in dem, also ich nehme mal an, es ist ein Teil vom Spiel, aber es spielt ja wahrscheinlich in China, wo es geht ja um einen Affenkönig. Mhm. Also der Wukong ist ja der Affenkönig Mhm. und du spielst den und ja, ich denke mal, ein grosser Teil des Game wird im Wald sein. Und der Wald ist so detailverliebt und der sieht so realistisch aus, also unfassbar. Ja, also man könnte sich wirklich gerade in den Trailer rein verlieren. Mhm. Und natürlich, wenn man die Third-Person-Perspektive sieht im Kampf gegen einen Boss, kommt einem automatisch irgendwie, vor allem jetzt mit der asiatischen Hintergrundatmosphäre, ein bisschen Sekiro in den Sinn. Ja, Ähm, voll. auch eben halt die knackigen Kämpfe, die es soll haben und trotzdem hat es zwischendurch noch eine kleine Anlehnung an Dynasty Warriors oder Dynasty Warriors. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt. Das sind so Massenschläge. Ja. So Sagt Hack er, and okay, Slay. Ja, Dynasty genau. Warriors habe ich auch schon ein paar Mal gespielt. Und es gibt ja auch Hyrule Warriors und dann gibt es Mhm, Fire stimmt, Emblem Warriors. Es gibt ganz viele verschiedene so Franchises, die sie genau. übernommen haben. Ja, das habe ich alles gespielt. Ja, und dort hat es halt die kleine Szene mit dem Samu Kong, wo er eben zwischen den Wolken gegen ganz viele Gegner kämpft. Ui. Und es gibt eine kurze Szene, wo man mal noch gesehen hat, das ist aber nicht der neue Trailer, sondern ein älterer, wo der Affenkönig halt auf den Gegner zugeht und dann ein Stock, der ein bisschen schöner aussieht als seiner, auf seinen Stock haut und dann geht die Kamera auf den. Und das ist eigentlich auch der Samu Kong, aber halt strahlender und wie soll man sagen, göttlicher in Erleuchtet. seiner Aura, oder? Göttlich, oh wow. Göttlicher. Ja, man muss vielleicht vorausschicken, oder dass es wirklich könnte sein, dass man nicht der eigentliche Samu Kong spielt. Oder dass es vielleicht so wie der Samu Kong in seiner Jugend ist, eben im Streben Ja, nach du Göttlichkeit, spielst oder? vielleicht, ja, du spielst der Wukong auf seinem Weg zur Göttlichkeit. Das kann man natürlich schon vorstellen, ja. Und Es da ist hat es natürlich ganz viel spannend. Story, ja. Ja, Ja, eben vor allem, perfekt für dich. ja, und vor allem, was ich auch wirklich muss sagen, ich bin immer sehr fasziniert von einem guten Charakterdesign. Das ist Mhm. etwas, wo ich auch so ein bisschen Wert drauf lege. Und ich finde das Charakterdesign auch, also von ihm selber finde ich wahnsinnig schön auch gemacht, detailverliebt. Aber hast du Mhm. das von den Gegnern gesehen? Hey, die Gegner, die sehen so krass aus. Also,
Ja, und es hat so viel Abwechslung, Ja, und oder? vor allem nichts, was du schon mal gesehen hast. Ja. Also klar, ja, okay, Drache, wow. Jeder hat schon mal einen Drache in einem Game gehabt, aber der ist etwas, das ist ein spezieller Drache. Irgendwie, der sieht nicht aus wie einer, den du schon 50 Mal bekämpft hast. Oder so ein Standard 0815 Basic Drache, sondern es ist wirklich wirklich so eine mega detaillierte Drache. Ja, ich weiß gar nicht, wie Ja, ich das sagen, aber es ist nein, halt wirklich, ich er kann dir sieht folgen, anders ja. aus als das, was du jemals, als alles andere, was du jemals in so Games gesehen hast. Ja. Ja, es ist vielleicht auch, wenn man halt die westliche Fantasiewelt ein bisschen ausgeschlachtet hat jetzt in den Mhm. letzten Jahren mit diesen ganzen RPGs. Ja, Und vor man allem muss natürlich, die letzten paar Jahre hat es ja fast nur noch Zombies und Aliens und Vampire gegeben. Also, das kommt noch dazu, genau. mm, Und chinesische Mythologie ist halt noch einiges älter. Also wenn man nur schon die chinesische Kultur anschaut, die die ja, älteste ist von der ganzen Welt mit über 3000 Jahren oder so wie sie jetzt ist. true. Und dass dort natürlich an Wesen von Folklore und so rum ist, wo man noch nicht Mhm. ausgeschlachtet hat und noch nicht gesehen hat in den Games. Das ist immens, oder? Mhm. Es gibt ja auch eine Netflix-Serie, Mhm. aber die war ein bisschen weird gewesen irgendwie. Ich habe es ein bisschen speziell gefunden. Also die erste Season habe ich zumindest gesehen. Mhm. Und ich weiß nicht so genau, was ich davon so halte. Ich weiß nicht, ob die zweite Season mittlerweile echt schon draussen ist. Das müsste ich nachschauen. Aber es hat mich Ja. nicht so gecatcht irgendwie. I don't know. Ja, also ich finde das Thema Journey to the West oder Mhm. die Geschichte vom Samu Kong ist schwierig in der Adaption, weil es halt so eine immens grosse Geschichte ist, die viel Bildgewalt erfordert und trotzdem die Tiefe von der Charaktere nicht vermissen lassen. Und das ist ja Ja. bei vielen Filmen und so der Fall. Also Ja. was gut gemacht hat, ist Dragon Ball, aber das ist halt auch wieder eine andere Adaption. Oder es hat mal das Game gegeben, das hat Enslaved Odyssey to the West gegeben. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch kennt. Das war auf der PS3 und Xbox 360 gewesen. Äh, Enslaved. Enslaved. Ernsthaft? Ja, Wow. wo der Monkey, also der Hauptcharakter, ist halt dort quasi versklavt worden von so einer, ähm, wie soll man dem sagen, ein höheres Menschwesen. Eine Was, Art. was ist Ähm, denn und, bitte und ein höheres Menschwesen? ja, frag mich, es ist crazy gewesen. Es hat ja 150 Jahre in der Zukunft gespielt. Oh. Und darum ist auch die Geschichte, die Reise nach Westen, dort ganz anders erzählt worden, wo es ein mega gutes Game war. Und der Andy Serkis hat übrigens auch den Monkey gespielt mit den Bewegungen und der Synchro, also Okay. der Gollum. Und Speziell. es ist trotzdem halt hm, hat nie den Durchbruch bekommen, was er eigentlich vielleicht verdient hätte. Das sind die zwei Sachen, die mir in den Sinn kommen bei Journey to the West. Und alle anderen Sachen, Games, Filme, Serien, haben es einfach nie zum Erfolg gebracht, Mhm, finde ich. irgendwie, gell. Ja, Aber das ist ja, schade. das Game auf jeden Fall, beziehungsweise das Gameplay, das man im neuen Video sieht Bombe aus. Sehr, sehr atmosphärisch. Mhm. Ich bin Mhm. gespannt auf das Schwierigkeitslevel, wo eben, wenn es knackige Kämpfe soll werden, also soll geben, kommt ja immer so ein bisschen die Frage auf, automatisch, wird es ein Souls-like? Wird es auch so schwer sein oder ist es machbar? Und ich Ja. frage mich auch, was ist zwischendrin? Also, ich meine, sie können ja nicht einfach nur einen Gegner nach dem anderen vor die herstellen. Was passiert dazwischen? Ist es Open World? Also ich gehe mal davon aus. Ähm, wie ist die Story? Wie füllen sie die? Wie gehen sie mit den NPCs um? Was muss man alles machen, weißt du, zwischendrin? Und wenn ich zum Ja. Beispiel Kena anschaue, was ja auch so ein bisschen auf einer spirituellen Ebene spielt und mich neu durch ein bisschen an Wukong erinnert, weil du hast bei Kena ja auch immer sehr spezielle Gegner. Mhm. Aber Kena ist sehr ein einfaches Game an und für sich, aber die Kämpfe sind echt nicht leicht. Okay. Also bei den Kämpfen im Vergleich, also weißt du, im Verhältnis zum Rest vom Game, sind sie viel zu schwierig gewesen. Und Ja. bis du mal wieder zu einem Gegner gekommen bist, wo wo du deine Kampfmechanik hast können üben, sag ich jetzt mal, hast du Mhm. sie schon fast wieder vergessen.
Du bist viel zu wenig in diesem Ja, Kampfmodus, also in diesen Kampfmodus reingekommen, als dass es schon, also dass es automatisiert wäre. Oder, also ja, wenn ich jetzt schaue, zum Beispiel bei Immortals Phoenix Rising, und ja, sorry, ich komme schon wieder mit dem, aber du hast an jedem Ecke hast du einfach Gegner. Und zwar ab und zu hast du mal 3, dann hast du ab und zu mal 7 und die variieren also vom Schweregrad, also vom Schwierigkeitsgrad. Manchmal hast du also mal so einen, aber dafür ist der mega, so ein halb-semi-Zwischenboss, weißt du, also so einen wirklich speziellen, starken Gegner. ja. Ähm, aber dort hast du immer die Möglichkeit zu kämpfen. Bei Kena hast du das nicht. Dort kämpfst du nicht so wirklich viel. Und jetzt frage ich mich, ob das bei Wukong, also bei Black Myth, ähnlich ist. Also weißt du, Ja, ob es immer mal wieder vereinzelte schwierige Boss gibt oder ob es durchgehend ein bisschen etwas zum Bekämpfen gibt, aber so machbar, weißt. Und dann einfach ab und zu dann irgendwie in den Dungeons oder so einen wirklich schwierigen Endboss. was wäre denn deine Hoffnung dafür, Steffi? Jetzt könntest du Mm, wünschen. ich glaube, ich finde es gut, wenn es immer mal wieder Gegner hat in der freien Wildbahn. Eben, wo Mhm. du bleibst in der Game-Mechanik drin, da hast du immer ein bisschen Übung, sage ich jetzt einmal. Ja, Ähm, und es muss ja auch voll sein, weißt du? So eine Open World muss man ja auch leben irgendwie. Und wenn es keine Gegner hat, dann ist es ja wie. Das ist ja langweilig, weißt du, was ich meine? Also, ja, klar ja. kannst du links und rechts ein bisschen blümeln und da mal ein bisschen Nüsse sammeln und ja, Okay. und dort mal ein bisschen Pilze auflesen und so. Aber, oder vielleicht irgendwelchen Spuren folgen. Aber meiner Meinung nach braucht es so ein Open World, dass du von links und rechts immer mal wieder ein bisschen angegriffen wirst. Oder Mhm. halt, dass du an gewisse Orte erst herkommst, wenn du, ja, wenn du auch ein gewisses Level schon erreicht hast, also ein gewisses Kampflevel, vielleicht gewisse Stärke, vielleicht gewisse Fertigkeiten freigeschaltet hast, Mhm. wo du sonst gar nicht in das Level, also in das Gebiet hineinkommst, wo du zu schwach bist zum Beispiel, oder? Und ja, es muss eine gute Balance sein. Und Open World ist Herausforderung für Game-Entwickler. Eben, es muss voll sein, aber es darf nicht zu voll sein. Du musst dich schnell können bewegen, aber darf nicht zu klein sein. Oder? Also es ist so, Ja, ich finde halt, ah, Elden Ring hat das halt sehr gut gelöst, mit der Größe und dass trotzdem nicht einsiehst, wo ist es schwierig, wo bin ich fehl am Platz eigentlich mit meiner Stufe. Aber will genau. es vielleicht trotzdem schaffen, weil ich den Ehrgeiz habe. Oder wenn man jetzt vergleicht mit dem Horizon, wo ganz klar siehst, okay, das ist jetzt 10 Level über mir, das Gebiet, jetzt sollte ich vielleicht nicht an, dafür gehe ich dort hin questen. Und trotzdem die Immersion hast, weil du halt kannst vom einen zum anderen Platz laufen, dort questen, dort irgendwelche Gegner und so. Aber ich glaube, das sollten wir uns gar nicht so viel Sorgen machen, weil eben sie haben schon mal angekündigt, dass es über 100 Gegnertypen wird haben. Also gehe Geil. ich schwer davon aus, dass nicht alles Bossmonster sind von denen, sondern Mhm. auch noch eben ein paar so kleine Minions. Ja, gut. Aber und ich Ja. weiss halt nicht, also ich weiss nicht, was schon noch alles bei Wukong angekündigt wurde, also bei Black Myth angekündigt worden ist. Aber ja, ich denke schon auch, dass es wie so Dungeons wird geben. Ich meine, sag mir eins Open World, das nicht irgendwie so ein bisschen Dungeon-mässig aufgebaut ist. Horizon. Hat es keine so Okay. Dungeons? Ja, also Oder weißt du, wo also halt Dungeons, storymäßig Mensch, hast, aber ja. mit Dungeons meine ich ja nicht, dass du wirklich in einen Dungeon reingehst, sondern dass du halt Ja, wirklich ja. zum Teil ein Gebiet hast, das so ein bisschen abgeschlossen ist von den anderen, wo du so drinnen so gewisse Rätsel Mhm. musst lösen und dann am Schluss wartet wie eine Belohnung auf dich und dann gehst du wieder raus und im Idealfall musst du nicht mehr zurück. Oder? Ja. Ja, ich fände es cool, halt, wenn es, wie du sagst, eben irgendwie ein grosser Dungeon wäre, vielleicht, wo fest zur Spielwelt gehört, wenn wir jetzt Mhm. Herr der Ringe, Minen von Moria denken, oder wo du an der einen Seite reingehst und dann auf der anderen wieder rauskommst. Aber alles dort unten ist auch nochmal riesig und lädt zum Erkunden ein und so. Das fände ich jetzt mal noch cool. Mhm. Wenn es vielleicht wirklich ein grosser Dungeon ist, was etwas zu erleben gibt und eben nicht nur rein, geschwind ans Ende vom Dungeon Chest looten und wieder raus. Ja. Ah, Ja. ja, wir werden es sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal ein bisschen Gameplay gesehen. Es bleibt spannend. Mhm.
Und ich freue mich. Also, ich hoffe, dass die Grafik auch für uns normalos so erlebbar ist, sage ich jetzt einmal. Ja, Und dass nicht irgendwie so einen 15'000 frankigen Gaming-PC oder einen Schrank von einem Gaming-PC musst haben, damit ein bisschen eine anständige Grafik dass eine anständige Grafik kannst haben und es ist flüssig. Das ist mhm. halt immer so das. Und dort werden wir sehen, wie gut die Engine wirklich produziert ist, weil der Entwickler Game Science hat da bislang nichts Gescheites rausgebracht, außer The Art of War Red Tides im 2016, wo so ein Cross-Plattform, noch mit Mobile Strategiespiel Und das auch war. noch. Hui. Ja, eben genau. Also es wird ein Mammutprojekt, aber bis jetzt sieht es gut aus. Sie lassen sich aber auch viel Fingers crossed. Zeit. Ja, dürfen sie auch. Ja, absolut. Ja, ja, unbedingt. Sie sollen sich viel Zeit lassen. Mhm. Wo eben, sonst haben wir dann wieder so ein Cyberpunk 2.0, wo sehr gehypt worden ist und dann, ja. mm, Ja, so viel Hoffnung in so einen grossen Entwickler, aber manchmal sind ja die Ja. Projekte ein bisschen zu gross. Ja. Ja, aber im Moment kommt es noch öfters vor, dass sich Game-Entwickler ein bisschen übernehmen. Bei Gollum haben wir das ja jetzt auch gehabt. Ich glaube, letzte Woche war das. Vorletzte Vorletzte. Woche, ja. Mhm. Dann Ja. hat sich ja, aber dort hat man ja auch gesehen, ich glaube, dort hat der Delex sich ein bisschen übernommen. Die Grafik ist echt nicht so der Burner und es war ja auch das Feedback von der Community und jetzt haben sie es nochmal verschoben aufgrund von dem. Ja, gut, Ja, ich habe einfach wenigstens das haben Gefühl, sie Eier gehabt. ja, sag nicht. Aber ich habe auch das Gefühl, grundsätzlich, Game-Entwickler, die sind derzeit ist unter so einem Druck irgendwie. Games Mhm. müssen irgendwie geiler sein, die Grafik muss irgendwie realistischer sein, die Story muss neu sein, es muss etwas sein, was man noch nie hat gesehen hat, was noch nie da gewesen ist. Wo es ist ja Cloud oder Copy-Paste von jemand anderem oder sehr inspiriert. Und ja, neue Engines und so weiter. Und ja. Gamer sind nicht sehr einfach zufriedenzustellen. Also vor Einerseits. allem die jüngste Andererseits Generation. geben irgendwie ein ganz weirdes Powerwash-Simulator und sie sind happy. Also, man weiss nie, wo man landet bei den Gamer. Ja, eben, solange es irgendetwas Neues ist oder vielleicht dich auf Ja. irgendeine Art und Weise ganz komisch mag sein, befriedigt, weil eben irgendetwas sauber ist, dann Aber es hilft ist halt das wirklich schon. sehr befriedigend, Lami. Ich kann es nachvollziehen, Gut. absolut. Ja, okay. Item. Jedenfalls, ich freue mich drauf. Was ich mich auch drauf freue, ist Gamescom. Die ist Wann diese ist die? Woche. Die Nein, Woche? hör auf, Steffi. Wow! Ja, Hallo, hast du nicht auf dem Schirm gehabt? doch, natürlich. Eben, ich wollte sagen. Vor allem, ich habe es ja vorher auch noch gesagt, Mann. Lass mir eigentlich nicht zu. Ah, Sir, Ja, nie lass mir 50-50. zu. Also echt, hey. Das ist jetzt voll Ah, typisch. schön wie die Heime. Ui, lass das nicht deine Frau hören. Nein. Auf jeden Fall, yes, der Samstag ist ausverkauft. Für alle anderen Tage hat es noch Tickets. Ähm, Einfach schon mal so dazu. Aber am Samstag sind wir nicht mehr dort. Wir sind am Dienstag. Nein, am Dienstag und am Freitag sind wir eigentlich nicht mehr wirklich vor Ort, wo dann haben wir einen Reisetag, aber am Mittwoch und am Donnerstag sind wir dort vor Ort. Also, falls ihr dort seid und uns seht, hey, kommt vorbei, kommt Hallo sagen. Der Nico ist leider nicht dabei, aber ich bin da mit dem Sean und dem Yves, unsere 2 PMs, also Product Manager. Die sind auch vor Ort, die sind auch dort. Also, falls ihr uns seht, höseln uns 3, kommt unbedingt Hallo sagen, wir würden uns echt mega freuen. Und ja, klar, wir sind natürlich auch im einen oder anderen Business-Meeting, aber sonst höseln wir sicher auch ein bisschen an Gamescom selber um, wo wir wollen natürlich auch schauen, was es hat und gibt. Wir haben zwar ja auch schon ein paar Mal erzählt, dass es diverse Entwicklerstudios gibt, vor allem die grossen, die abgesagt haben. Eben Nintendo zum Beispiel ist auch nicht vor Ort. Mhm. Aber was dafür wird sein, und auf das freue ich mich enorm, ist der Swiss Games Stand. Der ist grösser denn je. Es hat noch nie, seit es Gamescom gibt, so viele Schweizer Games an der Gamescom, die dort vorgestellt worden sind. Richtig Hey, geil. 19 Entwicklerstudios sind dort.
Wow. 19. Ja. Ich könnte nicht mal eins aufzählen. Entschuldigung. Das stimmt also nicht. Klasse, okay. Und in Halle 4.1 wird der Stand von Swiss Game zu finden sein. Und die haben am Mittwoch, ist das glaube ich, von 9 bis 11. Ich habe leider nur von 9 bis 10, und nachher habe ich noch ein Meeting. Aber die haben dann so ein Business-Frühstück, das ich jetzt mal angemeldet habe. Mal schauen, ob ich noch eine Antwort bekomme, ob ich gehen darf. Sonst bin ich halt einfach dort und klaue ein Gipfeli und einen Kaffee. Nein, nicht frech. Hallo, ich habe mich angemeldet. Ohne Rückmeldung. Ist mir gleich. Ist gut. Ich habe mich angemeldet. Ja, okay, gut. Und sonst gehört es spätestens jetzt. Ich habe mich angemeldet, okay? Stimmt. Also eigentlich unseren Podcast nicht. Genau. Hey, also Entschuldigung. Die werden doch Hallo. wohl bitte unseren Podcast hören, sonst verpassen sie etwas. Grundvoraussetzung, um Games zu dürfen. Auf jeden Fall, also ich lese mal kurz ab, welche Entwicklerstudios mit welchen Games vor Ort sind. Das eine oder andere hast du sicher auch schon gehört. Also auch Ace hast du sicher schon gehört. Ja, ich weiss jetzt nicht sicher, welches du meinst. Also Crowned Chichi mit Crowned. Dama Dama Games mit Tavernicle, oder wie man das ausspricht. Dann Diditopia Games mit Plank Builders, Relived Childhood Memories. Ich finde es schon, der Name klingt echt mega cute irgendwie. Sehr, ja. Hooded Traveler Games, Aesthetic. Oh nein, Aztec. Aztec, Entschuldigung. Vielleicht hätte ich es gerne ästhetisch. Hoffen wir, dass es ästhetisch ist. Dann Kerzoven, Circle of Kerzoven. Was ich noch so witzig finde, ist, wie oft das Entwicklerstudio den Namen vom Game beinhaltet. Ja. Ja, also sie es ist sich umgekehrt. bekannt machen. Ja, umgekehrt. Der Gaming-Titel beinhaltet den Namen vom Studio. Das ist noch witzig, ja. Weiter dann Knit Pearl Game Studio Pocket Oasis. Dann Kreidenwerk Legion Hearts. Das Kreidenwerk habe ich auch schon gehört. Dann haben wir Lauf Castle Come. Wir haben Lual Games I Doesn't Exist. Das tönt mega witzig. Ich kann mir irgendwie nichts darunter vorstellen. Also ich kann mir unter den meisten, muss ich zugeben, nicht viel vorstellen. Aber I Doesn't Exist, das tönt schon so irgendwie nach einem Pixel-Adventure. Wieso nicht? Ja, mich kommt irgendwie Little Nightmares in den Sinn. Oder so, ja. Irgendwie so etwas in die Richtung. Ja. Dann haben wir Lululu Entertainment mit Henry. Momo P Studio mit Captain Velvet Meteor. Ninoko mit Ultimate Godspeed. Das ist nach einem Rennspiel. Irgendwie. Das Autorennspiel. Godspeed heisst eigentlich noch gute Reise. Nein, nicht Godspeed. Godspeed. Was? Godspeed? Das ist ja göttliche Geschwindigkeit. Hä? Gute Reise? What? Ja, ein altenglischer Ausdruck. Die, wo yes, as Gott, altenglisch. Wieder das erklärt. Cyril, pack deine Klugscheisser-Hose ein. Ich ein. nur von einem Film, sonst wüsste ich es Ja, gar ist nicht. gut, ist gut. Okay. Sag jetzt nächstes Mal. Sag nicht Nein, ist schon gut. Nein, was von Altenglisch, das habe ich gar nicht gewusst. Gute Reise, ja. Spannend. Aber es ist Ultimate Godspeed. Darum habe ich das Gefühl, die meinen auch nicht das altenglische Wort. Ja, vielleicht nicht. Ja. Dann haben wir Shirakumo Games mit Kandria. Ich finde, es hat etwas von Kena. Also, ja. Vielleicht geht es die gleiche Richtung. Soft Mountain mit Dancing Cube. Ich weiß nicht genau, ob das ist, was ich mir vorstelle, aber Dancing Cube, ja, weil mir kommt einfach ein Würfel, so eine Puddingwürfel sind, die im Zeug shakt. Das ist nicht witzig. Würde ich spielen. I don't know. Ja, stell dir vor, du hast ja auch I Am Bread mal spielen. Also hast du ja ein Toast spielen, weil du aus dem Zeug rumklettern. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du musst irgendwie einen Wackelpudding spielen in Form von einem Würfel. Ah ja, wo Sachen aufnimmt und dann grösser wird. So, wie, ja. Kodomori, wie heisst es? Nein, Stardust, wo mit Grimoire Groves dort wird sein. Und jetzt kommt etwas, das kennst du 100%. Stray Fawn Studio mit The Wandering Village. Nein. Entschuldigung.
Ich habe dich Entschuldigung? nicht Ah gehört. doch, mal, ich weiss welches. Ja, Ja, mit dem eben. grossen Steindino mit der Stadt Ja, drauf. Ja, 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 okay, ja. Aufbauspiele. Gut. Excuse, Jetzt natürlich. hättest du mich also schwer enttäuscht, wenn du das nicht gekannt hättest. Oh, stimmt. Nein, das finde ich einen ganz geilen Namen. Surprised Turtle Studio. Mit Seven Dwarfs, Legends Untold. Also es ist irgendein Zwergenspiel. Ich denke mal, es Mhm. wird vielleicht jetzt, also es könnte eventuell in die richtige irgendwie Pen-Paper D&Ds gehen, so, weiß nicht. Wenn ich es nicht gerade verwechsle, geht es um Herr der Ringe. Sogar. Mhm. Man könnte es natürlich Hm. jetzt verwechseln. Und es geht Ich denke, nicht um das ist ein die Schweizer Zwerge. Indie-Game. Aber ja, vielleicht sind es ja die 7 Zwerge von Schneewittchen. Könnte auch Das sein. könnte auch sein. Wir werden es sehen. Du wirst es gesehen, Steffi. Aha. Jedenfalls, last but not least, Zeitglas mit Sanatorium, a Mental Asylum Simulator. Asylum Simulator, ich weiß nicht, irgend so etwas. Also, ja, ein Institut-Simulator sozusagen, also für Ja, einmal psychisch. mehr Horror haben wir, glaube ich, schon. Amnesia Ich weiß und nicht, ob es unbedingt Horror ist. Es könnte auch einfach sein, dass du musst, ja, wahrscheinlich wird es schon etwas Horrormäßiges sein. also so wie Hospital, wie Ja, heißt es? vielleicht. Wo du das Spital musst managen und so. Vielleicht wird es so mehr wie Dings, oh, wie heisst es? No, jetzt vergessen. Es gibt so einen Spitalsimulator, aber der ist so chubby, so ganz lustig und witzig und bunt. Und Ja, du ja, ich spielst meine, ich meine gleich. ja, ja, und du musst ein Ding spielen. Also du managst ein Krankenhaus und es ist ja Mhm. wirklich witzig, was dort alles passiert. Vielleicht ist es mehr so etwas in diesem Stil. Wäre eigentlich auch lustig, ja. Wenn sie sich Ja, irgendwie so gegenseitig die Schuhe an die Grind werfen oder so und dann musst du sie wieder zurück ins Zimmer bringen und ans ja, Bett genau binden. so. Ja, Fesseln. Ja. Oh, ja, ja. Ah, ja. Das sind auf jeden Fall die 19 Entwicklerstudios, die dort vor Ort sind. Ich hoffe, es hat niemand mitzählt. Mhm. Ähm, und ja, was natürlich auch spannend wird sein, wird die Opening Night live. Die ist am Dienstag Abend, also gegen Abend. Und das ist immer so, aber es ist so die grosse Eröffnungsshow. Ähm, und dort werden auch immer neue Games angekündigt. Und das ist natürlich mega cool. Und Yeah. da freue ich mich extrem. Und da werde ich, wenn möglich, so weit wie vorne hocken. Also so weit wie es geht, vorne sitzen, damit man ganz viele Notizen machen Mhm. kann. Und ja, die Leute, don't worry, falls ihr nicht alles mitbekommt. Ich bin da für euch. Ich halte euch den Rücken frei, hat er gesagt. Ich werde ja diesen Blogpost zu allen Neuheiten und so schreiben. Also, da könnt ihr alles ganz gechillt in Ruhe nachlesen. Und natürlich werden wir auch noch mal im Podcast nach der Gamescom darüber reden. Da gibt es sicher genug zu erzählen. Das gibt wahrscheinlich schon fast einen Definitiv. doppelten Podcast. Ja, das kann sehr. Das machen wir einfach ein Special. Einfach nur Gamescom. Yeah, do Yes. it. Und was ich natürlich als Indie-Game-Liebhaberin auch immer spannend finde, ist die Awesome Indies Show. Da bin ich auch gespannt, was es für neue Indie-Games gibt. Wo, wenn man schaut in der Vergangenheit, beziehungsweise in den letzten, ja, ich sage jetzt mal 1-2 Jahren, hey, wie Indie-Games aufgekommen sind. Wahnsinn! Also, die haben ja so dermaßen an Beliebtheit gewonnen, was mein Herz natürlich extrem freut. Wenn schon Ja. allein, wenn man Hades anschaut, schau mal, wie Hades durch die Decke ist gegangen. Oder Cult of the Lamb, der ja jetzt gerade letzte Woche ist rausgekommen. Mhm. Und das geht ja so ab. Und es freut mich so sehr. Cult of the Lamb ist, by the way, eines von diesen Games, das eben letztes Jahr an Gamescom ist vorgestellt wurde. Und seither warte ich auf das Spiel und ich bin noch nicht dazu gekommen, dass ich es spielen kann. Und ich bin so traurig. Ich will denke, mir eigenen Kult erschaffen, hallo. Ja, logisch. Ja, wer will das nicht? Äh, Aber vielleicht nach der Gamescom ein bisschen Zeit, ja, Steffi. bestimmt. Hä? Sobald ich das Unbedingt. Stray endlich fertig gespielt habe. Das zieht sich auch ein bisschen die Länge bei mir, muss ich zugeben. Ja, kommst nicht über die panische Angst in der Kanalisation Da hinweg. bin ich ja schon lange durch, aber es hat mich halt wirklich gestrusset dort. Falls ihr Okay. nicht wisst, um was es geht, wir haben vorletzte Episode, glaube 25 ist das gewesen, haben wir über, also habe ich Stray in die Crit-Section gesteckt, wegen einer sehr traumatisierenden Passage, ja, die ich gar nicht gerne gespielt habe. Aber ja, könnt ihr es nachhören, Episode 25. Unbedingt. Ja. Auf jeden Do Fall it. gibt es auch noch eine Event-Arena. Da bin ich auch schon gespannt drauf. Es wird nämlich ein Heavy-Metal-Konzert geben.
Geil! Ja, ich sehe es schon. Und das Mobile E-Sports-Turnier. Was für ein E-Sports-Turnier? Also welches Game das gespielt wird, weiß ich aber noch nicht. Sudoku. Habe ich mich auch noch nicht informiert, muss ich zugeben. Das mache ich dann mit der Gamescom-App. Es gibt eine Gamescom-App dieses Jahr. Du musst die App abladen. Da ist schon dein Ticket und alles drin. Und dort tue ich mich dann auf dem Weg zur Gamescom ein bisschen informieren. Ja, aber vorher nicht. Crazy. Yes. Und ja, was auch immer ist während der Gamescom findet in Köln selber auch immer so ein bisschen Strassenkonzert und so statt, beziehungsweise am Rudolfsplatz, genau, zum Beispiel. Und im Hohenzollernring gibt es nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler, die auftreten, wie zum Beispiel Zoe Weiss, Schmidt oder Elif. Ich muss zugeben, ich habe noch also keiner von diesen Namen ist mir irgendwie ein Begriff, aber ich finde es cool, dass man den Leuten auch noch ein bisschen etwas bietet, so für nach der Gamescom. Also weißt, wenn man zu diesen Hallen rausgeht und dann in der frischen Luft, wenn es schön Wetter ist, ein bisschen Strassenkonzert kann hören, das ist immer geil. Vor allem, es ist ja immer so ein bisschen Party. Nein, es soll nicht abwertend tönen. Es ist einfach... es ist ja, weißt du, die ganze Zeit in diesen Hallen gehockt bist und mit dem künstlichen Licht und so weiter, oder? Und dann bist du doch froh, wenn du ein bisschen draussen kannst sein kannst, weißt du? Und es ist doch schön, dass Köln die Zeit wahrnimmt, um zu sagen, so, hey, Leute, wir machen etwas für euch von aussen. Ich meine, klar, es ist auch ein bisschen ein Touristenfall, aber egal, ich finde es gut. Merci Köln. Das Einzige, was ihr noch schaffen müsst, ist euch ein Bier. Da bin ich nicht einverstanden. Was schaffen? An ihrem Bier müssen sie arbeiten. Im Bier? An ihrem Bier. An ihrem Bier? Ah, ja. So. Kölsch. Ja, genau das. Ja. Also, es ist ja Blasphemie, wenn sie das Kölsch Bier nennen. Darum sagen sie Kölsch und nicht Bier. Genau, weil es keins ist. Ja, aber genau. Ja, andere Diskussion. Ja, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Gamescom. Für mich jetzt, also heute ist ja Montag, wenn wir den Podcast aufnehmen. Morgen ist es soweit, fahren wir rauf. Also am Dienstag. Und ja, Mittwoch, Donnerstag dort vor Ort. Freitag jetzt dann wieder zurück. Also falls ihr uns seht, Mittwoch oder Donnerstag, ja, schnackt uns an, unbedingt. Cool, ich hoffe auf ein paar geile Stories von euch. Ein bisschen Feedback, ein bisschen Videos und geile Podcasts nächste Woche in dem Fall. Also bin ich mega gespannt, auch wenn ich ein bisschen, vielleicht mehr zu wissen und zu erfahren bekomme. Musst du den Podcast hören, Cyril? Schweizer Game Studios. Ja, in dem Fall mache ich das. Ich bin zwar nicht mehr im Land, aber ich werde trotzdem Internet haben. Stimmt, du bist ja irgendwie 4 Wochen in der Ferien, hä? Ja, crazy. Anfangs Oktober. Schlawiner. Kann ich da nicht mehr springen? Ja, sag nicht, dann muss ich den Pranger zum Hut auszaubern, wenn der Nico mal wieder nicht kann. Anders auf der Ersatzbank stecken. Ja. Der Troy kann dann sicher einspringen nächstes Mal. Ja, der Troy. Der Troy darf sich aber jetzt einfach keine Meetings mehr machen am Montagnachmittag. Fertig. Fair enough. Gell? Ja. Yes, item. Auf jeden Fall, das waren unsere Buff-Themen. Kommen wir noch zu einem letzten Thema. Und zwar zu Crit. Und was hat crittet, Steffi? Was mich crittet hat? Ja. Mal wieder. Und es ist wirklich ein Mal wieder. Ich weiss nicht, wie oft in den 27 Episoden von Podcasts, die wir jetzt haben, Activision Blizzard im Crit war. Also ich glaube, an 2 Hängen kann man es nicht mehr abzählen. Ja. Aber sie haben es mal wieder geschafft. Activision Blizzard ist auch in Episode 27 bei Crit mit dabei. Und zwar mit einem Plagiatsvorwurf zu Call of Duty Vanguard. Was heisst denn genau Plagiat? Plagiat, also das ist ein Plagiatsvorwurf. Genau, das ist, wenn ein künstlerisches
Ding, also oder Weißt du, allgemeiner weißt du, das Content-Piece, also etwas, wo erstellt worden oder erschaffen worden ist von jemand anderem, also von einem Künstler oder auch von einem Schriftsteller oder einfach irgendetwas, was erschaffen worden ist von jemand anderem, wird eigentlich geklaut und als sein eigenes ausgeben. Das heißt zum Beispiel auch, wenn du irgendwelche Arbeiten für die Schule schreibst, dann darfst du ja, also musst du so ein Ding unterschreiben, dass du eben deine Arbeiten frei von Plagiat haltest, also dass du nicht zum Beispiel die Hälfte oder auch nur einen Abschnitt von Wikipedia rauskopierst. Das wäre auch schon das Plagiat. Und in dieser Situation bei Activision Blizzard bzw. Call of Duty ist es jetzt darum gegangen, dass Activision Blizzard, beziehungsweise wahrscheinlich ist es einfach ein Mitarbeiter gewesen, der komplette Look, also wirklich von den fluffigen Ohren bis zu den Springerstiefeln, der Look geklaut hat, also ein Skin basically geklaut hat für das Floof Fury Tracer Pack, das in Season 4 freigeschaltet wird. Und es ist wirklich krass. 1:1. Es ist Ja. 1:1. Es ist vielleicht ein Mühe weniger detailliert, wo es halt keine Zeichnung ist. Mhm. Aber es ist wirklich, man hat die Fotos gesehen, nebeneinander. Es ist also mit verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Details. Und es ist wirklich, es ist one-to-one, exactly the same. Und es ist crazy. Also er hat sich nicht oder sie haben sich nicht einmal Mühe gegeben, zu verstecken, dass es geklaut ist. Weißt, sie haben nicht irgendwie, also es geht darum, der Skin, der Samoy-Skin ist das. Das ist so ein Hundeskin, so ein Husky-Skin. Du hast dann eigentlich so ein bisschen, also das Skin, du siehst dann aus wie ein Husky. Also mit den flauschigen, fluffigen Ohren, eben den weißen. Du hast halt ein Furry-Gesicht. Du hast, ich weiß gar nicht, ob du einen Schwanz hast, das weiß ich gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, also ja, wirklich also alle Badges vom Outfit, jedes einzelne Täschchen, alles ist geklaut. Und der Originalkünstler, der Sailin, oder die Sailin, ich habe leider wirklich nicht herausgefunden, ob es ein Mann oder eine Frau ist, aber es spielt eigentlich an dieser Stelle auch keine Rolle. Auf jeden Fall, Sailin, der Originalkünstler oder die Originalkünstlerin von dieser Figur macht tatsächlich mehrere so Figuren. Also sie hat ganz viel, also er hat ganz viel so Figuren mit Hunden oder anderen Tieren in so Uniformen. Und das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen das Markenzeichen. Okay. Und der Stil von dem Künstler oder der Künstlerin oder von Sailin. Und es ist also es hat über mehrere verschiedene Figuren ist das einfach der Stil von Sailin. Und Activision Blizzard hat einfach 1:1 kopiert. Man hat Sailin darauf aufmerksam gemacht, auf Twitter tatsächlich, glaube ich. Und Sailin hat nach Activision Blizzard geschrieben und eben auch um ein Statement bzw. eine Entschuldigung gebeten. Ich hätte auch einfach direkt eine Rechnung geschickt. Würde auch, ja, würde sich lohnen. Und tatsächlich war es sehr enttäuschend, was zurückgekommen ist. Anscheinend haben sie sich super arrogant verhalten. Keine Entschuldigung, gar nichts, haben sie gesagt. Und sie haben es jetzt einfach mittlerweile wieder gelöscht. Einfach alles spurlos verschwunden. Statt dass man es einfach kurz sagt, Entschuldigung. Und wenigstens irgendwie ein Schadenersatz oder so. Weißt du, irgendwie Entschädigung. Ich meine, wenn ihr schon das Zeug klaut von Künstlern, ich meine, fragen sie doch. Ich glaube, die meisten würden sich wie geehrt fühlen. Vor allem Sailin spielt selber auch COD. Also weisst wie geehrt man sich würde fühlen als Künstler, wenn so ein riesiges Studio auf einen zukommt und sagt, hey, uns gefällt dein Style mega, wir würden gerne die und die Figur bei uns einbauen. Hier hast du $50.000 oder so. Weisst? Vielleicht hat sich darum Activision selber aufgeregt, weil Sailin eben nicht gesagt hat, hey, ich habe zwar mein Skin gebraucht, meine Zeichnung, aber es ist einfach voll okay. Ja, logisch erwarten sie das, also einerseits das Activision Blizzard, nein, aber ich gehe mal schwer davon aus, weißt, also
ich habe auch schon von anderen, also es gibt ja, das ist ja nicht das erste Mal, was so etwas vorkommt. Es gibt es ja Nicht? öfters. Nein, es gibt ja wirklich öfters. Also offiziell da, es ist schon ein paar Mal auch vorgekommen, gerade, ich weiß gar nicht, wenn das her ist, Nein, das war im August. Hm, ist es auch im August gewesen? Ich weiß es grad gar nicht. Auf jeden Fall gibt es noch einen anderen Charakter vom Robert Bowling, wo auch wirklich 1:1 übernommen worden ist. Und der hat dann einfach im Tweet unten dran einfach mehr so weniger gescherzt, so «Ja, nennt ihn doch wenigstens nach mir.» Oder der Ja, Charakter. Und ich meine, ja, ja. das wäre vielleicht noch so das Mindeste. Aber ich meine, ganz ehrlich, die haben so viel Stütze, Activision Blizzard. Die können die doch zahlen, die Künstler. Ich meine, wenn sie schon keine eigene Idee mehr haben, dann, ja, es ist doch nichts Verwerfliches, auf Suche nach Freelancers zu gehen oder auf Künstler zuzugehen, die schon ihr gesamtes Herzblut und ihre Ideenreichtum in so eine Figur steckt. Es ist doch keine Schande, auf die zuzugehen und sie zu fragen, so, hey, wir finden deinen Style geil, wir würden es gerne adaptieren und bei uns einbauen oder 1:1 übernehmen. Das ist okay. Und so eine weißt, warum muss man immer so gegeneinander arbeiten? Oder warum muss man klauen? Warum kann man nicht einfach mal Synergien nutzen, wenn sie ja offensichtlich schon da wären? Oder? Ja. Und dann hast du eine Chance geben, oder? Eben, das ist deren ihr Leben, die wollen vielleicht auch mal irgendwie dort reinkommen. Und so machst du halt einerseits eine zukünftige Beziehung kaputt Mhm. und andererseits, ja, vergraulst vielleicht noch Leute, die das vielleicht hätten wollen spielen oder kaufen oder so, weil die auch wieder einmal mehr einen negativen Eindruck bekommen von dir als Publisher, oder? Absolut. Und du könntest so der Kickstarter Partner sein, weißt, für so einen Ja, Künstler, wo dann durch das vielleicht erst so richtig bekannt wird und Aufträge bekommt dann durch das, oder? ja. Und ja, es ist einfach nur traurig, aber es ist nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein. Es ist schon bei Disney schon das ein oder andere Mal anscheinend vorgekommen. Mhm. Es kommt ganz, ganz oft in Games vor, wirklich hauptsächlich bei Activision Blizzard. Also die sind da mit sehr Etwas. langen Fingern unterwegs. Schön gesagt. Aber Aber ich fände, ja, ja, es ist halt ich echt finde es traurig. cool. Ich weiß nicht, ob dir das etwas sagt, aber Dota 2 ist ja jetzt auch schon uralt. Ja. Aber die haben ja so eine Community-Seite auf Steam, wo kannst halt von der Community kreierte Spielinhalte kaufen. Und wenn ich Ah. es nicht gerade richtig falsch im Kopf habe, kommen die nachher auch Geld über. Also irgendwie, keine Ahnung, Shoulderpads für den und den Held oder Champion oder wie. Nein, Champion ist wieder LOL. Ja, sorry jetzt alle Dota-Spieler. Aber eben, wieso macht man nicht irgendwie so einen Marktplatz, weißt, Ja. wo die Leute können ihre Skins zur Verfügung So stellen alle und Activision sagt, NFTs. oh, ist geil, kaufe ich. Ja, und dann kann man das nachher im Spiel implementieren Ja. oder so. Aber so wie NFTs, das ist doch eigentlich die Zukunft Ja, von NFTs, wenn wir ehrlich sind. genau. Genau so sollte es ja theoretisch funktionieren. Aber auch dort hat Silent tatsächlich schon negative Erfahrungen gemacht, dass also seine oder ihre Kunst als NFT ist verkauft wurde, ohne dass er oder sie davon gewusst hat. Das ist natürlich auch ja, super gewesen, ja. Wow, wow. Ja, aber so Ja, Zeug, heutzutage, ich glaube, das Künstlerleben ist echt kein einfaches, also unglaublich. ja. Aber ja, super Ich glaube, traurige wenn du etwas Story. rausbringst, musst du einfach sofort das NFT daraus machen, Ja, ich oder? glaube so, ja, heutzutage. Wirklich, also wirklich sofort, ja. Mhm. Das geht gar nicht mehr anders. Mhm. Ah Ja, jo, okay. Aber schade. ein bisschen Loot haben wir noch, oder, Ja, du Steffi? vor allem. Ich bin immer noch auf dem Ziemlich viel Loot. Sparmodus. Du Also bist am Sparen. Spartrip. Immer noch? Ja, immer noch. Gut, gell, jetzt bin ich ja der Gamescom. Dort gibt es natürlich dann wieder jede Menge Merch. Ich meine, ich habe schon bei TwitchCon beim Merch mega zugeschlagen. Darum musste ich jetzt Mhm. ein bisschen sparen. Aber jetzt kommt natürlich Gamescom mit noch mehr Merch. Und ja, you know. Ich kann schon wollen sagen, eben der Gamescom, für Gamescom hast du eigentlich gespart, oder? Jetzt geht wieder Vielleicht das sogar, ja. ganze Lohn drauf. Nein, stell dir vor. So. Die Leute im Büro, also meine Arbeitskollegen im Büro haben schon gesagt, so, bring mir einen Relaxo mit. Weißt du, so einer, der so gross ist wie ein Bett und dann stellen wir bei uns in die Ecke. Dann können wir ab und Oh, zu da drauf nappen. Weißt du, geil. geil wär's. Aber Aber da wer im Zug transportiert mitnehmen den? ist witzig.
Stell mir schon vor, stopfen ein Abteil ein. Das bringst du ja nicht einmal in den Zug rein, weißt du? Nein. Ich schnalle noch oben drauf. Aber stell dir vor, er wäre so weich wie ein Squishmallow. Ja, eben. Oh. Ich habe so einen Weil- Relaxo daheim, aber einen kleinen. Und der ist Ja. so weich. Das ist, so gut. Ja. Aber du hast geshoppt. Ich Ja, habe geshoppt. du hast geshoppt. Ja, Erzähl, was hast du geshoppt? Ja, News haben wir ja letzte Woche verbreitet von eben Farthest Frontier? Also Genau. diesen Namen, da müssen sie sich... Nein, also dass sie sich das nicht besser überlegt haben. Das ist Also Leute, die nicht Englisch als Muttersprache Also- haben, ist schwierig, ja. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es sogar für Englisch, also für Native Speaker schwierig ist. Ja. Farthest Frontier. Ich meine, da hast 2 Fs und es... Sonst machst du einfach so Politiker-Englisch, oder? Furthest Frontier. Farthest Frontier, genau. Frontier. Oder Farthest Frontier. Ah ja, egal. genau. Der Farthest Frontier, ja, genau. Das Frontier. Oh, Jesus. Ja, anyway, wir haben Ja. ja letzte Woche in den News ein bisschen darüber erzählt, so das Aufbaustätten-Simulation Survival-Titel rausgekommen, auch im Early Access. Wo jeder Charakter ein Proteinregel dabei Genau, und Ja. er hat Schuhe und Kleider Oha. in seinem Inventar. und Sandwich. Und jedenfalls habe ich mir das Game jetzt gekauft, weil ich habe gedacht, ja, ich muss ja sicher mal noch eben kurz ein Feedback geben zu dem, von denen, die vielleicht noch am Zögern sind. Und ja, ich Nice. kann mich eigentlich beruhigen. Es ist sehr ein gutes Game, viel Early Access. Natürlich hat es noch seine Kinderkrankheiten, aber es ist so ein gutes Coffee-Game. Oder? Also Das wirklich Kaffee-Game. Game, ja. Also, Also- es ist sehr gemütlich, weißt du? Aha, das heisst, du wirklich kannst go chillen und Gemüse. Absolut. Und es ist nicht irgendwie Zeitdruck oder so. Okay. Nein, überhaupt nicht. Außer die ersten Krankheiten irgendwie an Typhus oder so. Dann hast du kurz ein bisschen Stress, aber sonst ist eigentlich alles easy. Schwierigkeitsgrad, also vielleicht noch um zu sagen, aber es geht darauf, dass ihr irgendwo in der darum, dass ihr in der Wildnis aus Stadt aufbaut, eine kleine Siedlung zuerst natürlich. Und Nahrungsmittel den Bewohnern zur Verfügung stellen und natürlich Ressourcen, die sie können andere Gebäude bauen und ihr nach und nach neu freischaltet. Und die Leute haben alle verschiedene Bedürfnisse, wohnen an verschiedenen Orten, haben dementsprechend auch länger oder kürzer Zeit bis zu ihrem Arbeitsplatz. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten, weil je länger dass sie laufen, desto weniger lang können sie arbeiten und dann haben sie wieder Hunger und gehen wieder heim. Was? Also der Arbeitsweg wird vor Arbeitszeit abgezogen? Sind das In dem Verschöckler? Film schon. Ja, das sind Nein, ja also, noch- Entschuldigung, aber das ist ja total unrealistisch. Früher im Mittelalter war das vielleicht so, ich weiß es nicht. Nein, ich gehe gar reklamieren. Sorry, jetzt habt ihr doch so ein realistisches Spiel entwickelt, aber das Aber geht da- gar nicht. Das ist ja so etwas von der Realität vorbei. Ja, ist natürlich schlimm, wenn du als sag mal, Herrscher von dieser Siedlung nicht entsprechend dafür sorgst, dass sie näher wohnen oder irgendwie pflasterte Wege haben, sondern noch irgendwelche Dreckwege und weil sie keine Schuhe haben, wo sie können schnell laufen oder unterwegs noch irgendwie oder in der Nähe von der Arbeitsstelle noch in so etwas wie eine Kantine. Wenn du das nicht zur Verfügung stellst, dann ja, ist es halt schwierig. Dann müssen sie ja wieder heim, weil sie verdursten und verhungern, oder? Ja, Das wollen wir aber- nicht. Also, und bis jetzt bist du so ein guter König, wie du dir vorgenommen hast? Oder bist du Tyrann? Also es hat sehr gut angefangen, aber irgendwann Aber jetzt ist er mir zum dann auch, Tyrann geworden. Ah, shit happens. ja, ich habe mir dann auch einfach gesagt, sorry, wenn einer an Typhus erkrankt, nur weil er dort unten wohnt und niemand bei ihm geht den Scheissdreck aus dem Klo Selber fischen. schuld. Muss ja nicht der Dunge wohnen. Richtig, genau. Und es bist auch nicht du gewesen, der ihn deplatziert hat, Mensch. Nein, ich habe das Haus zur Verfügung gestellt, er ist selber eingezogen, er ist völlig selber geschuld. Ja, aber dort wünsche ich mir eigentlich noch ein bisschen Optimierung von den Entwicklern vor allem, weil es ist zurzeit nicht möglich, dass man Arbeitsplätze kann an Bewohner direkt zuweisen. Also das heisst, es ist Das völlig ist alles random. Oh. Oh, das ist doof. Aber also, es gibt ja viele Spiele, die so sind, aber es ist doof. Ja. In so einem Fall ist es wirklich blöd.
Genau, ja. Ich weiß auch nicht, ob sie schon irgendwie so ein Beziehungssystem implementiert haben, wo die Leute halt schon miteinander irgendwie sagen, ja, wir wohnen jetzt zusammen und dann haben wir ein Kind. Oder ob es wirklich einfach ein grosser Zufall ist. Und ich hätte mir ein bisschen weniger Zufall gewünscht, auf alle Fälle. Das kommt ja dann vielleicht noch. Ja, Gibt es nicht aber irgendein riesengroßes Strategiespiel, wo sie auch am Anfang viel zu viel random Stuff drin hatten? Und ich sage Iron Harvest, kann das sein? Irgendetwas in diesem Stil. Und dann ist das Feedback eben auch so, ja, eher mild ausgefallen, weil also die Hardcore-Fans halt wirklich gefunden haben, so, hey, ich will alles selber können bestimmen. Das kann doch nicht sein, dass da die random NPCs da irgendetwas in meine Strategien pfuschen. Und dann haben sie es eben auch ja, angepasst. ja. Und du willst halt das Optimum irgendwie rausholen. Auf der anderen Genau. Seite musst du sagen, es ist auch okay, wenn du jetzt nicht alles kannst, zu 100% optimieren. Ja, sie haben ja Ähm, ihre Proteinregeln dabei. Kein genau, Problem. ja, der hilft ein bisschen. Ein bisschen. Bis dann einmal mal keine mehr rum sind und der harte Winter kommt. Ja, der ist dumm gelaufen. Das ist unglaublich. Und am besten dann noch in ein paar Plünderer und dann ist perfekt. Alles ist perfekt. Ja, und dann holst du halt einfach alle in deine grosse Halle, wo sie dort können überwintern können, wo schliesslich in deinem Schloss hockt, hat ja auch immer so viel Feuerchen überall und warm und Feuerholz, wo ja du Genau, schliesslich von deinen Bürgern abzwackst. Und dann müssen sie ja korrekt. noch Steuern oben drauf zahlen. Hauptsache mir geht's gut. Genau, Mein aber dann Kriegen. kannst du sie ja wenigstens so in deine grosse Halle einladen, wenn es draussen kalt wird. Zwischendurch mal. Aber nur für 2 Stunden. Dann wird wieder geschafft. Hm? Gell? Dann kriegst du sie wieder raus. Richtig. Das sind ja harte Regeln. Aber Stimmt, das hat die braucht es. Bedingungen. In Korrekt. dem Fall Empfehlung bisher. Also, Äh, Empfehlung, ja, mit einem ganz kleinen Vorbehalt, eben, wenn ihr lieber ein bisschen mehr Kontrolle darüber habt, wie wo was läuft. mhm. Aber sonst spielt es sich sehr, sehr angenehm. Nehmt einfach Nice. ein bisschen Zeit mit, auf jeden Fall. Ja, cool. Danke Mhm. vielmals in dem Fall Sehr gerne. für dein kleine Review. Sehr gerne. Ich habe nichts gekauft. Ich halte euch dann, also du euch dann nächste Woche updaten, was ich mir an Gamescom geshoppt habe. Bin ich Aber ja, gespannt. ja, ich gehe. Dein Nur so, dass ich Portemonnaie meine fette Kreditkarte mitnehme. A4-Kreditkarte, Genau. weißt du? Die goldige. Ah. Nein. Nein, aber ja, so viel zu Buff Crit Loot, Episode 27. Leute, merci vielmals, habt ihr zugeschaut, die auf Twitch mit dabei sind. Wie immer würden wir uns mega darüber freuen, wenn ihr uns würdet, bewerten, teilen oder halt auch einfach nur, ja, keine Ahnung, was man sonst noch macht. Auch einfach hören ist voll völlig okay. Das hilft auch. Ja, das ist auch völlig okay. Das reicht auch schon, wenn ihr keinen Bock habt für den Rest. Aber es wäre natürlich ein mega Plus und würde uns extrem helfen. Aber ja, dann wünschen wir euch noch einen ganz schönen Rest von was auch immer, Wochentag, Nacht. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss miteinander. Jetzt habe ich Lippenstift an den Fingern. So, Sehr gut. also, da wären wir. Und in der Zwischenzeit ist noch der Massimo vorbeigekommen und Kashira. Moin. Wunderschönen Ja, guten Montagnachmittag wünschen wir euch so. Und jetzt pünktlich zum Schluss kackt meine Stimme ab. Hörst du das? ja, leicht gebrochen. Schön auf Gamescom. Das ist im Fall, hey, das liegt an dieser Klimaanlage. Also ich habe jetzt die Klimaanlage hier abgestellt, aber in den Bussen, in den Zügen hat es Klimaanlage, im Büro hat es Klimaanlage, im Sitzungszimmer hat es Klimaanlage. Hey, Alles gut. ja, der LOLplay, genau, ist auch noch in der Zwischenzeit dazugekommen. Und Shoradan hat auch noch fleissig geschrieben. Vorne. Genau, wir sind nachher noch da, genau. Merci vielmals, Troy, fürs Beantworten. Und ja, der Troy hat auch geschrieben, so auf, ja, die Mario Party Handverletzung, die kenne ich allzu gut. Und Ah. Jonathan hat noch geschrieben, Assassin's Creed Origins, griechische Mythologie. Ja, das Ja, hat doch das ist nicht schon schlecht. so lang her, das interessiert doch niemanden mehr. Und der LOL-Play hat noch geschrieben, Sun Wukong ist so cool und so viele Anime-Figuren basieren auf ihm. Das kann sehr gut sein.
Ja, solange es nicht ausschlachtet wie die griechische Mythologie. Die ist nicht ausgeschlachtet worden. Hallo? Weniger als Zombies, Vampire und Aliens auf jeden Fall. Okay. Und ich glaube, Akzeptiert. Rom ist noch eher ausgeschlachtet worden als die griechische Mythologie. Und von den nordischen Kulturen, wenn wir gar nicht erst anfangen mit den ganzen Wikinger. Ja, ist Bitte. momentan gerade schlimm, da gebe ich dir Ja, recht. eben. Ja. Also, griechische Kultur, also griechische Götter ist gerade eine richtige Abwechslung. Einmal back to the roots. Also Ja. griechische Mythologie habe ich auch sehr, sehr gerne. Das ist vor allem cool. Vor allem die Dialoge sind vor allem auch witzig. Von dem ist echt geil. Ja, und dann, wenn man halt noch ein Game macht. Was? The Rock? Was ist mit dem Rock? Okay, keine Ahnung, um was es da gegangen das war ist. nicht irgendetwas gewesen. Aber wegen einem Game, weiss ich, das war dann, gewesen, wo du über die 19 Schweizer Entwickler Ja, mit dem geredet hast. Godspeed. Mhm. Ja, aber es ist ja nicht Aber der Film Godspeed. ist The Rock. Der Film ist Der The Film Rock, heisst The Rock, okay. wo Godspeed drin vorkommt. Der Ah. Nicolas Cage irgendwie zu jemandem Godspeed gesagt, glaube ich. Aber es ist ja nicht Godspeed, sondern wirklich Godspeed mit einem O. Mhm. Ja. Und ja, genau. Shoradan hat auch noch geschrieben, das Game, das ich gemeint habe mit dem Spital. Ja, cool. Hospital Tycoon. Ja, wie kann es anders sein? Aber ich glaube, ich habe es anders gemeint. So. Nein, das Ja. ist sicher auch noch Hospital Schnell Tycoon. googlen. Ja, es ist ein neues. Es ist nicht Hospital Tycoon. Ja. Es ist ein neues. Aber ich Ein weiß welches. Ja, neuer. es ist so voll auf Two Comic, Point lustig. Campus. Ja, in sowas. Two Point Campus. Ich glaube, das ist es gewesen. Hospital. Two Point Hospital, genau. Von denen gibt es ja auch Yes. mehrere. Two Point Hospital. Genau, ja. Ja, das ist lustig. Das habe ich Kannst du auch gemeint. die Türen wegnehmen und so Sachen. Aber es ist wirklich witzig. Ja. Genau, Two Point Hospital. Oder eben Two Point Campus, wenn man an die Uni will. Dann eine von denen, die I Doesn't Exist entwickelt hat, bei uns geschafft. Nein, wirklich? Oh wow, das ist ja What? echt cool. Die hat mal bei uns geschafft. Da muss ich ja unbedingt vorbei. I Doesn't Exist. A Modern Text Adventure. Cool. Text Adventure voll oldschool. Oh ja. Geil. Oh, das sieht richtig cool aus. So wirklich oldschool. Und Ja. das noch geile Aber genau so habe ich mir das Story vorgestellt. Ich habe doch noch gesagt, es klingt so nach einem pixeligen Adventure. Das habe ich doch noch gesagt. gehabt. Stimmt, ja, das ist eigentlich voll recht. Voll schwarze. Wie hure gut. Hey, mein Ah, Gaming-Know-how, hey. Genius. Schön. God-Level. 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 Ultimate Godspeed. Ja, eben. Mhm. Oh, krass, hey. Dann musst du sogar die eigenen Text eingeben. Interessant. Ja, dann muss ich ausprobieren, auf jeden Fall. Mhm. Der Shoradan hat ins Meeting, oder der Shoradan, I don't know, hat in ein Meeting müssen und hat darum nicht mehr können zulassen. Aber nervt der Cyril dann nächstes Mal wieder? Okay. Also was beim Klemmbaustein oder was? Morgen? Vielleicht, ja, vielleicht. Vielleicht, okay. Interesting. Kannst du dich schon mal Oder drauf ich habe freuen. in dem Fall. genervt. Vielleicht habe ich Nein, genervt. Vielleicht kommt nein, das von Shoradan dir. will dich nerven. Okay. Got it. Kashira hat heute frei. Das ist natürlich auch immer sehr geil, frei zu haben. Nice, gönn dir. Sehr geil. Ja. Troy meint ja, Menti halt. Liegestuhl in der Sonne. Also es ist beneidenswert. Und der Massimo hat noch gefragt, ob wir schon in Köln sind. Nein, Massimo, wir gehen erst morgen auf Köln. Heute ist noch Büro angesagt. Heute Abend wird ein langer Abend. Ich muss noch den ganzen Podcast schneiden, aufladen, die ganze Post-Production schon mal planen für morgen, dass es rechtzeitig veröffentlicht wird. Das könnte noch witzig werden, ja. Muss ich alles heute noch machen. Mit wenig schlafen. Mit zu wenig Schlaf, ja, das könnte noch eine Herausforderung werden.
Ja, Mhm. kommt schon gut. Ich schlafe im Zug. Gut. Ein weiterer COD-Skin haben sie vom Spiel Dead Drop kopiert. Ich glaube, die sind einfach zu faul, um selber zu designen. Ja gut, fair enough. Drop. Die Annalena ist es, wo bei I Doesn't Exist arbeitet, die früher bei uns war. Ich hoffe, ich denke an Troy. Yes. Richtiges Grüßli aus. Perfekt. Ja, super, wunderbar. Ich tue mal noch das stoppen. Du kannst schon das Gleiche machen. Ich habe dort, wo es so richtig ausschlägt. wo wir aufgehört haben mit Ha, super. Also, ja, also von meiner Seite ist das alles gewesen. Mehr Infos habe ich nicht. Ja, Ich freue mich auf morgen und beziehungsweise auf den Rest der Woche. Also, der Massi hat noch etwas geschrieben. Neues ERP am Einführen, bin morgen mit Simulationen am Arbeiten, testen. Und die normale Arbeit sollte man auch noch machen. Ja, ungefähr so. Ja, du musst was willkommen in der Neues Arbeitswelt. Alles gleichzeitig und noch mehr. Aber ja, hey Leute, schön seid ihr da gewesen. Merci vielmals, habt ihr reingeschaut. Wir wünschen euch noch einen ganz schönen Montagabend. Vergesst ja auch nicht, eben morgen kommt der am 4 Uhr der Podcast, falls ihr ihn habt verpasst oder nur die Hälfte habt gehört. Hört ihn dann nachher. Und der... Ich bin auch, Hm? ich bin auch rum. Morgen gibt es noch Stimmt, du bist morgen rum, Klemmbausteine. am 11 oder 11 Uhr. 2? Am 11 Uhr. Am 11 Uhr bis am 1. Genau. Am 11 Uhr. Das Mal spielst du aber wirklich zur angekündigten Zeit, bitte. Jawohl, natürlich. Verstanden. Gut, haben wir das geklärt. Also, morgen am 11 Uhr spielt der Cyril, also nicht spielt, er streamt Klemmbausteine zusammenbauen. Du bist an deinem Porsche dran, habe ich gesehen, hä? Porsche, genau. Der Dann machen wir Weiss. mal noch fertig. Nice. Und dann, was nachher gibt, bleibt ein grosses Geheimnis. Darf ich mir etwas wünschen? Du darfst gar nicht wünschen. Hallo? Du bist gar nicht da. Gemein. Nachher Nein. schon. Nachher schon. Echt die Woche nicht. Will see. Ich könnte sicher etwas organisieren. Okay. Gut. Item. Auf jeden Fall, ja, ich sage das in letzter Zeit voll viel. Oder schlimm. So ein Altweiber-Wort irgendwie. Auf jeden Fall, er spielt dann am Mittwoch dann auch noch den Troy. Ja, schon wieder Satisfactory hat er wohl spielen, genau. Oh, kann ich auch mitspielen? Ja, klingt ein. Kannst du ja einklinken, falls es deine Arbeitszeit erlaubt, ja. Ja, so gut. Da muss ich unbedingt hinschauen. Also, und ja, mein Stream fällt natürlich aus, wo ich bin unterwegs. Ja, sorry dafür. Aber nächste Woche sollte ich, glaube wieder mal da sein. Also ja, und glaube die Woche darauf bin ich dann in der Ferien, also fällt es schon wieder auf. Also wenn ihr mich mal wieder sehen streamen, müsst ihr einfach nächste Woche dann schauen, am Freitag. Aber ja, hey, so, also jetzt, tschüss zusammen, Leute. Cyril, dir nochmal merci vielmals fürs Einspringen. Euch merci vielmals fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch schöne Reste. Schaltet morgen ein. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.